Regen sich immer gleich auf, diese Typen mit Migrationshintergrund. Und Migrationshintergrund, das ist ja ein Wort, das Sie kennen, ne? Also zumindest seit einigen Jahren, da hat dieses Wort ja richtig Karriere gemacht. Klingt auf den ersten Blick ziemlich technisch neutral, Migrationshintergrund. Aber wenn man dann mal genauer dahinter schaut, dann sind doch einige Gefühle und viele Fragen damit verbunden. Und eine Gruppe von Frauen aus Essen, die hat sich und anderen diese Fragen gestellt und ist dafür ausgezeichnet worden. Wie lange bleibt man Migrant? Oder Migrantin? Bleibt man ewig Flüchtling? Sind alle Migranten gleich formatiert? Sind Kinder, die hier geboren sind, auch Migranten? Sie tragen den Stempel Mensch mit Migrationshintergrund. Wir sind eine sozial engagierte Gruppe aus Essen. Wir heißen Clarisse Aquala. Und wir haben viele Fragen an euch. Habt ihr Antworten für uns? Aus den Fragen, die sie der Gesellschaft stellen, soll ein Song entstehen. Mit dieser Idee haben sie den Integrationspreis der Essener Jugendhilfe gewonnen. Die Antwort des Statistischen Bundesamtes: Menschen mit Migrationshintergrund sind alle nach 1949 auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugewanderten. Alle in Deutschland geborenen Ausländer. Und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen, wenn sie mindestens einen zugewanderten ausländischen Elternteil haben. Ich bin keine Migrantin, denn ich bin ja hier geboren, in Deutschland. Für mich bin ich so wie jeder andere Mensch, halt nur dunkelhäutig. Der Kultursoziologe Armin Nasehi hat eine etwas andere Antwort auf die Frage, wie lange man Migrant bleibt. Ich bin selbst im Ruhrgebiet groß geworden. Wenn Sie dort in ein Telefonbuch gucken, werden Sie viele polnische Namen finden. Und die Menschen, die diese polnischen Namen tragen, wissen bisweilen gar nicht, dass es sich um polnische Namen handelt und schimpfen womöglich auf Polacken, die zur Saisonarbeit kommen und wissen gar nicht, dass sie über sich selbst schimpfen. Also das sind alles sozusagen Dinge, bei denen man gar nicht eindeutig sagen kann, wer ist eigentlich Migrant und wer nicht. Bevölkerungen sind fast immer das Ergebnis von Migrationsprozessen. Aber was uns ja interessiert ist, wer wird als Migrant gelabelt und wer nicht. Migration gab es in Deutschland also schon immer. Nur hat man das über Generationen vergessen. Nicht vergessen sind die Bilder der ersten Gastarbeiter Mitte der 50er Jahre. Dringend gebrauchte Arbeitskräfte, anfangs willkommen, später als Konkurrenten empfunden. Aus dem Gast wurde der Ausländer, der Fremde. Wir hatten einen Patienten, der hatte einen Zugang und der wollte das nicht von mir erzählen lassen. Ja, und meine Stationleiterin hat direkt gesagt, wenn sie das nicht machen kann oder soll, dann gehen Sie damit nach Hause. Und der hat dann gesagt, ja, okay, nein, habe ich nicht so gemeint und so. Das hat mich schon verletzt. Wie fühlen sich Migranten selbst? Ausgeschlossen? Wann ist man als Migrant wirklich integriert? Was kommt nach der Integration? Inklusion oder Exklusion? Ist Integration messbar? Als Migrant gilt eigentlich derjenige, der irgendwie auffällt. Also der heißt, der auffällt als jemand, der über seine Herkunft Auskunft geben muss. Das ist ja ganz interessant, dass wir über Herkünfte nur Auskunft geben müssen, wenn wir glauben, dass die Herkünfte eine Information sind. Jemand, der Meier, Müller oder Schmidt heißt, was übrigens also weder ein negatives noch ein positives Merkmal ist, der wird seltener, zumindest hier in Deutschland, nach diesen Merkmalen gefragt. Der ausländische Familienname, das Deutsch mit Akzent, die andere Hautfarbe, alles Etiketten. Man glaubt zu wissen, wie der Mensch dahinter ist, schließt von einem Merkmal auf seine ganze Person. Und dabei denkt man auch noch in Hierarchien. Es gibt bessere und schlechtere Migranten, fremdere Fremde und weniger fremde Fremde. Schon allein das Wort ist so irgendwie diskriminierend. So, man schließt die ja schon so aus der Gesellschaft aus. Das sind Migranten, das sind Deutsche. Sind Migranten Menschen mit Migrationsvordergrund? Oder Migrationshintergrund? Sind wir alle Migranten? Sind Migranten eine Bereicherung für Deutschland? Ist Migrantsein vererbbar? Die sogenannten Migranten sind in der Gesellschaft dann angekommen, wenn man über sie Witze machen kann, ohne dass diese Witze sie verletzen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Es muss gar nicht unsichtbar werden, sondern die Frage ist, ob diese Sichtbarkeit eine Folge hat. Deutschland mittlerweile ist ein Einwanderungsland, ob die das wollen oder nicht. Wir müssen gucken, dass wir wirklich klarkommen, wir als Menschen
Mensch zu Menschen. Das kann man nicht mehr so rückgängig immer wieder kommen. Ich habe gestern, da stand in der Zeitung, dass 7,6 Millionen, die sind alle Ausländer. Was macht man damit? Clarisse Aquala. Diese Gruppe aus Essen stellt die richtigen Fragen. Jetzt suchen sie nur noch einen Komponisten und Interpreten für ihren Song. Die werden sie sicher finden. Dass Menschen, egal ob aus Not oder Abenteuerlust, in ein anderes Land gehen, das hat es immer gegeben über die Jahrhunderte. Auch in Europa war das immer völlig normal. Ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist vielleicht hilfreich, noch mal darauf hinzuweisen, in Zeiten, in denen über angebliche Armutseinwanderer diskutiert wird. Und es hilft ja immer mal wieder, sich das vor Augen zu führen oder vor die Ohren. Und dabei helfen wiederum Radio, Fernsehen und Internet, nämlich mit Beiträgen über das Zusammenleben in Europa. Und herausragende Beiträge zu diesem Thema, die können ausgezeichnet werden mit dem Civis Medienpreis. Am nächsten Donnerstag ist es wieder soweit.